Das Weltall ist so gross, dass es unklar ist, was sich alles noch darin befindet. Irgendwo in dieser unendlich grossen Galaxie gibt es noch eine Welt, wo ebenfalls Lebewesen ein Leben führen. Doch was sind das für Lebewesen? Handelt es sich ebenfalls um Menschen oder handelt es sich um andere Geschöpfe? Es gibt so vieles, was noch so unklar ist, weil das alles noch nicht erforscht wurde. Doch ich kann euch zu diesem Thema etwas klarstellen. In unserer Galaxie lebt ein Wesen, welches eine Mischung ist aus halb Mensch und halb Alien. Es ist auch bekannt unter dem Namen Humalien. Hallo zusammen, hiermit begrüße ich euch ganz herzlich zu meinem Entry-Video für die diesjährige NYX Face Award Switzerland. Ich fange auch damit an, indem ich FX-Gelatine nehme, das Ganze in eine Form gieße, trocknen und anschliessend mit weißem Nagellack anmalen. Das werden dann übrigens die Augen, welche ich anschliessend an meine Stirn klebe. Ich habe mir dann noch Augen aus dem Internet ausgesucht, die habe ich ausgedruckt und anschliessend ausgeschnitten und ganz einfach mit einem Topcoat, der eigentlich für die Nägel wäre, habe ich die dann aufgeklebt. Damit das Ganze dann auch wirklich gut hebt, habe ich es immer so ein bisschen wieder angedrückt und dann habe ich es einfach über eine Nacht trocknen. Das wäre es dann auch schon mit allen Vorbereitungen. Nachher fange ich dann auch an zu schminken. Ich habe angefangen, indem ich meine Augenbrauen mit ganz normalem Klebestift abgeklebt habe. Ich habe sie wirklich schön gegen oben gestrichen, auch richtig hergedrückt, damit es schlussendlich sehr flach wird und halt auch ebenmässig. Nachher habe ich angefangen mit meinem Gesicht zu modellieren. Für das habe ich einfach Latex genommen. Und das Weiße, das ihr hier übrigens die ganze Zeit seht, ist ganz normales Haushaltspapier. Ich habe das halt wirklich auf meine Wangen gemacht, auf der Nase und ebenfalls am Hals. Im nächsten Schritt habe ich schon mal die Augenform grob vorzeichnet, für dass ich anschliessend weiss, wo ich dann das Ganze ausmalen kann. Für das Ausmalen habe ich übrigens einfach wasseraktivierte Farbe verwendet. Als ich mit der Augenform zufrieden war, habe ich weitergefahren, indem ich mein Gesicht und meinen Hals ausgemalt habe. Für das habe ich ebenfalls wasseraktivierte Farbe verwendet.
Ich habe dann wieder mit den Augen weitergefahren. Da habe ich auch wieder wasseraktivierte Farbe verwendet, aber das mal in Grau. Ich habe alles umrandet und anschliessend mit der NYX Professional Make-up Ultimate Palette in der Farbe Electric das Ganze pink fixiert. Als nächstes habe ich die Ultimate Palette in der Farbe Smoky and Highlight benutzt. Aus dieser Palette habe ich vor allem die Grautöne genommen, damit ich so einen softeren Übergang machen kann und das Ganze mehr verblenden kann. Ich habe die Palette übrigens ebenfalls benutzt, um in meinem Gesicht mehr Tiefe zu schaffen. Bei meinem Haus habe ich dann die Ultimate Palette in der Farbe Brights genommen. Da ich bei meinem Haus eher mit Violett und Pinktönen arbeiten wollte, hat sich die Palette noch etwas besser geeignet. Um in meinem Gesicht und an meinem Haus noch ein paar Highlights zu setzen, habe ich von NYX Professional Make-up Born to Glow Highlighter Palette genommen. Meine Hausparty habe ich mit der wasseraktivierten Farbe in so einem Metallic Türkis umrandet. Und dann habe ich die Augen weitergemacht, indem ich die Augen mit Latex auf meiner Stirn befestigt. Da ich wollte, dass die wirklich auch realistisch aussehen, habe ich dann auch noch falsche Wimpern aufgeklebt. Auf meinen Lippen habe ich dann den NYX Professional Make-up Liquid Suede in der Farbe Amethyst verwendet. Um bei meinen Augen noch kleine Details aufzumalen, habe ich von NYX Professional Make-up den Epic Ink Liner benutzt. Da ich meine Lippen nicht ganz matt wollte, habe ich noch aus der Ultimate Electric Palette den Pink Glitzerton genommen und den ganz fein aufgetupft. Anschliessend habe ich noch meine Sternenpailletten genommen und die mit Wimpernleim an verschiedenen Orten befestigt. Bei diesem Look haben natürlich falsche Wimpern nicht fehlen, wegen dem habe ich die auch noch schnell aufgeklebt. Dann kommen wir dann auch schon fast zum Schluss. Jetzt geht es nur noch darum, um die Hörner. Die habe ich einfach so mit einem speziellen Plastik an meine Haut geklebt. Habe das Ganze wirklich gut angedrückt. Anschliessend auch noch mit einem Versiegler fixiert, für dass sich das Ganze auch besser anmalen lässt. Und übrigens, die Flüeler, oder wie man dem Ganzen sagen soll, die habe ich in einem Bastelladen gekauft. Und ich habe dann wirklich einfach noch auf beiden Seiten vorne so ein bisschen Watte drin gestopft, für dass das Ganze auch die Form bekommt. Ganz am Schluss habe ich das Ganze dann einfach auch noch mit Pailletten verziert. Und dann wären wir dann auch schon am Ende. Ich hoffe natürlich sehr, dass euch mein Look hat gefallen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.